Eisbein, seht mal. Ein Schnuller ist bei uns der Nügel und zum Beutel, seht mal. Eine Tasche nennt man Tech und die Flasche ist ein Gemisch nennt Neue Milch, unser Lieblingsbier heißt. Den Mann am Zapfhahn nennt man Zappes, doch Zapf der Altbier ist das. Ne Krawatte nennt man Schlips, die Erkältung ist doch. Eine Pflaume nennt man Brumm, große Trommel, dicke. Ein Strafmandat heißt bei uns Knölsche, ein Verhältnis Pfister. Und Pfister-Nölsche klingt so nett, dass man schon deshalb gern einzählt. Gestern habe ich mitbekommen, da sagt der Richter zum Angeklagten, wo waren Sie am Donnerstagabend? Sagt er im Bett, Zeugen, ich habe es versucht. Ja. Einfach nur mal so rausgehauen. Entschuldigung. Das ist das Bildungsniveau auf RTL 3. Das ist wirklich. Aber wir freuen uns auch, das, was uns sehr überrascht hat, muss man ganz ehrlich feststellen, dass der Mario heute in der Lage ist zu moderieren. Oder was? Bestimmt, du siehst relativ erfrischt wieder aus. Also ganz ehrlich, wir haben ihn gestern in dem Kölschen Brauhaus getroffen. Wir sahen den Grund nicht, dass jeder hingeht. Wobei, das ist ungewöhnlich. Hier auf der Bühne ist ja relativ viel Grabbesteck schon aufgebaut. Sieht schon so ein bisschen so aus. Mario, hast du hier ein Kooperationsabkommen mit dem Herrn Kugelkorn? Man weiß es nicht. Naja, es wird immer häufiger Kaltakquise betrieben. Wie gesagt, wir haben den in dem Walfisch getroffen, in dem Zünder Brauhaus. Da ist der Mario, sag ich mal, schwer spät rausgefallen. Mit einem Kumpel. Wir sind mal kurz hinterher, um mal zu gucken, wo es hingeht. Der hat sich sicherheitshalber ein Hotelzimmer besorgt, um die Ecke. Gerät dann an dem Heumarkt in die Gleisanlage. Da sagt der Mario zu seinem Kumpel, sag mal, was ist das dann für ein scheiß Hotel? Treppenstufen ohne Ende. Da hat ihm sein Kumpel gesagt, weißt du, Mario, die Treppenstufen sind nicht das Problem, aber das ist, dass das Geländer so niedrig ist. Ja, so war das. Bring doch eine mit, stell dich schnell so an, du stehst hier die ganze Zeit. Es braucht Geld, ist ja ganz egal, bring doch mehr, kann ich nicht wollen. Bring doch eine mit, stell dich schnell so an, du stehst
zu sein bei der Bürgergesellschaft und den Isenburgern ist für uns drei, die von drei unterschiedlichen Gesellschaften gestellt werden, auch was ganz Besonderes, denn unsere Vereine verbindet auch sehr viel miteinander. Die Bürgergesellschaft und die Lese unserer Jungfrau gehören zusammen zu den Kleeblattgesellschaften. Die ganze kölsche Verbundenheit in Fasteleert von den ganzen Vereinen zeigt sich immer wieder zusammen. Genauso bei der Große Allgemeine, die mit den Flöhen hier ist. Die Schlenderhanner Lumpe und die Isenburger feiern auch viel zusammen. Das ist einfach, wie der Fastelovend gelebt wird, alle zusammen. Und dann schafft man auch viel. Und ich weiß auch hier, wenn man sich zusammentut, um so eine tolle Sitzung zu machen, einmal braucht man dafür wirklich Courage, zu sagen, zusammen ist besser als alleine. Und da muss es auch noch funktionieren. Und da sind wir sehr stolz drauf, dass ihr das vielen anderen Vereinen vormacht, so wie wir es vorgemacht haben, dass drei Gesellschaften ein Dreigestirn stellen können. Und das ist doch ein Applaus wert. Lieber Marc sagen, unsere Tanzgruppe Isenburger Mädchen und Junge wird teilnehmen bei dem Lauf. Zum größten Teil, zumindest nicht alle, aber die meisten. Das kann ich jetzt schon sagen. Und auch ich selber werde an dem Lauf teilnehmen. Das ist eine Auszeichnung. Im Gürzenich darf jeder. Zur Isenburger und der Bürgergesellschaft wird man berufen. So ist das. Ja, das ist ja so, ich will schon wenigstens noch verstanden. Wenn du im Gürzenich stehst und merkst nach 2 Minuten, dass du von 80% der Leute ja nicht verstanden bist, komme ich da lieber zehnmal zur Bürgergesellschaft, zur Isenburg, als ein einziges Mal oder Gürzenich. Da mache ich aus meinem Herzen aber keine Mördergrube, meine Damen. In dem Regen stehen, voll sich, doch voll hang ich schon als kleiner Fetzchen. Sonst Feste
und so gut. Liebe Fastelavondsfreunde von der Bürgergesellschaft und diese Bürger. Also es ist ja ein Klischee, aber es stimmt. Bei einer Karnevalssitzung, wo der ganze Saal ein Weihnachtslied singt. Tochter Sion. Das einzige Kirchenlied, was von einer Kölner Brauerei gesponsert wird. Sowas gibt es wirklich nur im Rheinland. Wenn im Rheinland einer über Tische und Bänke springt, ist das normal. In Westfalen wird das stationär behandelt. Ich